Marisola. Mr. John Peters hier vandaag met gedankens uit Gottes woord. We vangen vandaag in Matteaus kapitel 17 aan. So, wir gehen wieder durch das Buch Matteaus. Entschuldige. Geschrieben von der Apostel Matteaus, dem Jesus geraubt hat, durch von sein Dash, wo das Geld abgesammelt wird, hat wir einen Tax Collector. Und ein Tax Collector wird so sein aus dem Head oder in der äußersten Sinde. Wisst ihr dort, ein Tax Collector wir der Tempel verboten werden, der wir ausgeschlossen vom Tempel. Wegen der Juden, die bekicken den Tax Collector so aus dem Verruder. Kriegt es Judas Ischariot, Jesus verruden hat. Sie kicken den Tax Collector so nun aus einer, der verruden hat. Ein Trader, sei auf Englisch. Und was tut Jesus? Jesus gibt es ihm das vorbei, kickt ihn mit Leib an und sagt, Matteaus, Leifi, dort wir sind jüdische Namen wie Leifi. Und er wird sich einen römischen Namen haben, euren Namen, Matteaus. Wir vielleicht auch was het kalt geworden über das alle. Und dann sagt Jesus, folgt mir nur. Sie mein Jünger. Und das sagt, er verleiht alles. Er verleiht den Dash, er verleiht seinen Job, er verleiht das Geld durch. Und dus wir würden verstehen, er wird vielleicht sogar seine Heimatstadt und seine Heim verloren haben. Und er folgt diesen Rabbi an, diesen Messias, diesen Heiland, was Jesus Christus heißen wird. Und er hat das Buch Matteaus geschrieben. Ich nehme an, aus dem Tax Collector, was er ein guter Buchführer gewesen ist. Er wird sich verstehen haben mit Beker, mit Schreiben. Und so hat er mal vielleicht was durchgeteknet. Und Luther hat er das Buch geschrieben, was uns nachher sehen wird. Und uns wies, wer das Jesus Christus so reich wir und wer er ist. Wie kann ich bloß sagen, wer Jesus wir? Wegen er ist von dort abgestanden. Er lebt von der, er sagt, bei der rechten Hand Gottes, sagt die Schrift, und er hat Verbet für mich und die. Weißt du, was das bedeutet? Aber das kriegst du, wenn die auf einmal wird zum Verhör gerufen worden, in der Court, und dann wird der Judge fragen, hast du auf Kot? Und was gegen die ist, dort ist der Feind, der verschmieden, dieser ist Jail wird, dieser erst der Tod wird, wegen dieser hat so viel Sinn in dem Leben, der ist so anvollkommen. Und dann fragt der Richter, dort wo die himmlische Bruder sein, fragt die, hast du ihn auf Kot? Und dann ist meine Antwort, jo, mein auf Kot, das ist Jesus Christus selbst. Und dann steht Jesus vor dem Richter und vor dem Feind und sagt, das ist einer von mir, der ist reingewaschen, durch mein Blut, durch mein Sterben, der hat mich angenommen, den seine Sünden waren nicht gegen angeteilt, und oder wir der ist ganz rein. Wenn das sagt, dass sein Blut reinigt uns von allen Antugend, sagt das 1. Johannes 1,9. So nicht ein wundervoller Thema, was wir hier kennen, Matteaus, und hoffnungsvoller Gedanken. Preis dem Herrn dafür, nicht so? Nun sind wir bei Matteaus 17, und wir hatten in Matteaus 18 noch ein Formel gelesen, dass Jesus fängt an zu offenbaren und zu erwähnen, zu seinen Jüngern, dort er wird nicht bloß ein König sein, im Königspalast mit einer großen Herde Soldaten, zum der römische überschmieden. Nee, er wird in Jerusalem und du würden sie für Tür leiten und sie würden ihn anbringen. Und dort wollen die Jünger nicht hier. Und das hier sich ganz so fragen, wo wird der Heiland, wo wird der Messias, von dem wir all diesen Jahren gehört haben und von gelesen haben, wo wird der nun mal, wo soll der sterben, zu was? Und sogar Petrus wird gegangen und Jesus sagt, Simon, Petrus, ein Feind, hinter mir. Und er fängt mir immer Dollar an von dort zu reden. Und die wingen hier, in Kapitel 17 nach Vara, Johannes. So wie man hier denken. Hier sind sie, so wie Sach, winkt dort in Jerusalem, der Hauptstadt von Israel, wo der Tempel wird, wo das Kirchensystem wird von der Zeit. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, das wir in der Kirchenlehre. Und das sage ich hier, nur saß der, so das nur saß der, von was wir in Matteaus 18 gelesen haben,
Nun Jezus, Petrus, Jakobus und Johannes. Und wir können sagen, Peter, Jakob und Johann. Und hij stieg op een huwelijk op. En dat zag, und werd verklärt voor ihnen. Dat zag, werd verwandelt. Leidt niet op einmal so anders. Sie gesagt, dat dags ist die Sonne, und seine Kleider, die werden wit, ist ein Licht. Und dann kijkt man sagt het in Vers 3, dann kamen Moses und Elia und reden door mit ihm. Petrus, oder Peter, zei haar, hier jij het schijn. Und die weiß, ich will 3 Hitte machen, ich will 3 Zelts aufstellen. Ein für die, ein für Mose und ein für Elia. Als er dort noch sieht, dann kam eine Wolke über Ent, und von der Wolke kam eine Stimme, die sagt, dit ist mein Leiber sehen, an dem ich ein großes Wohn gefallen habe, und dem soll je horchen. Als die Jünger dort hielten, fallen sie auf ihr Gesicht und erschrocken sich. Ja, sie kam eine Ent und schieren an und sagt, steh ab, vergiet nicht. Und als sie ihre Augen aufhoben, wieder keiner durch, bloß Jesus allein. Als sie vom Berg rauf gingen, sieht Jesus die Ent, sie sollen kein sein, was sie sein haben, aber er von dort abgestoßen wird. Er hat hier lehren und sagt noch weiter, nicht so? Die Jünger frühen an und sehen, warum seien die Schriftgelehrten, dat Elia moet eerst komen. Jezus antwoorden zegt hen, Elia zal komen en alles terecht maken. Aber ich sage zu ihnen in Vers 12, Elia ist al gekommen, sie haben ihn nicht gekannt, und sie haben mit ihm getan, was sie wollen. Krijg so, wat das Menschen sehen, lieden machen, für die Lied. Dann verstehen die Jünger, dass er von Johannes den Beifall redet, wann er von Elia geredet hat. So hier sind ein paar Gedanken. Hier passiert was Wundervolles, was weiter gewandelt, was vielleicht so groß wird oder gerade als was hier passiert wird. Aber hier hat Jesus zweimal Tausende gefeiert mit ein paar Brotjes und ein paar Fischjes. Er hat Menschen von Tod abgewagt, er hat Krankheiten geheilt, er hat bei sich Gäste durchgedreht, er wird am Butter gegangen, er hat den Sturm gestellt. Aber nie fehlt hier noch was geraten, damit diese Jünger würden ganz 100% Luther kein Trägkicken sein, dass wir was weiter gewandelt. Jesus nimmt bloß diese 3 auf den Bauch ab, die anderen nicht, aber er hat 3, was am besonders nur werden. Und ich glaube, was Jesus hier da, dass er mir hier 3 Lehrer reiht, die Kirche hat Lehrer, die müssen durch sein, und die sollen wieder sprechen, und die sollen wieder horchen, wir sollen für die beten. Und das wären die 3, was so nur wären an Jesus. Das wären Petrus, Jakobus und Johannes, 2 von denen wären Brüder, Jakobus und Johannes. Und dann sagen die hier, was wieder gewählt wird. Die sagen, dass Jesus fängt hier an zu dachen. Das sagt, sein Gesicht leitende die Sonne. Und seine Kleider werden so weit aus dem Licht. Nicht bloß dort, aber immer sind Elia und Moses durch und reden mit Jesus. Das sagt mir ein paar Dinge. Das sagt mir, dass du erst eine Auferstehung. Menschen starben nicht bloß weich und waren nichts, waren gesund. Die gehen wohin in der Stadt. Moses und Elia wären, Moses wie gestorben, Elia nicht. Elia war nach Hause gehoben von den 4. Wagen, durch 2. Mose. Wo sie kommen hier rein, das sagt mir, dass unsere Vorväter, die an Jesus gelebt haben, die sind uns vorausgegangen, die sind wo. Die lernen die. Ist das nicht wundervoll? Hier kommen diese 2, 3 und die gehen zu sein und die reden mit Jesus. Mir ist das interessant, was machen sie geredet haben? Was muss ihre Durchsprache gewesen sein? Ich merke mir deutlich, und das ist meine Üdelei, dass Jesus wie hier als Gott auch Mensch. Als Gott wird er kriegt, was sein Ziel wird, dass wir für mich und die zu sterben. Als Mensch, was er sich gegrüht haben für dort. Wer nicht so? Haben wir Fleisch, haben wir Blut. Und das wird sein Grund gewesen. Ich glaube, für mich selbst, ich glaube, dass Moses und Elia haben ihn hier getröstet. Sie haben ihm hier gute Wied mitgedacht. Vor dich. Hier ist das Gott sein Plan. Und hier ist eine Herrlichkeit, was du lehrt. Das wird ich mir deutlich merken, wir können ganz ehrlich sein. Diese Jünger sagen hier was Besonderes. Petra, der 5 Fuß zu reden, dass er fertig deed. Er will hier Hiesertjes abstellen, ein Zelt abstellen für alle 3. Er hat 3 Zelten für jeder ein. Und dann kommt eine Stimme, was das hier betekenen wird.
dort, das ist Mien Sohn, ich sehe sein Vater, horch nach an. Wer wird diese Stimme? Ganz klar wird Gott seine Stimme. Er hat es alle getan, wie Jesus seine Taufe. Und er will beschließen mit diesem Gedanken. Jesus hat einmal erwähnt zu uns in dieser Schrift, wer Gott ist. Und weißt du, warum er das muss? Die Juden zu der Zeit, besonders die Kirchenlehrer, die wollen sich nicht nur Gott seinen Namen zu bringen. Sie reden bloß von Indianer oder die Buberstadt. Und sie hatten auch sogar einen anderen Namen für Gott. Und der Name ging so steht. Dem, wem's Namen wir nicht brücken können. Dort spricht sich so, dass es von Gott wieder auf ist, nicht? Dem, wem's Namen wir nicht brücken können. Das will sie Gott betegnen denken. Wie die reden fährt noch, wir werden uns meistens nicht zu sein, Gott oder Jesus. Aber Jesus kam hier und er sagt, den Titel über mein Vater. Als er das Gebet lehren zu den Jüngern, dann sagt er, unser Vater in dem Himmel. So Jesus die Jünger hier wird ganz nicht lehren, was frisches lehren, was bei der Zeit noch nicht gebraucht geworden, dass wir können Gott aus dem Vater oder ein Vater, was gut ist zu uns, ein Vater, was das Beste will für uns. Jesus hat sogar gesagt, wenn die schlechte Väter jene Kinder gleichen gute Geschenke zu geben, in Matteaus 6, wie viel mehr wird mein himmlischer Vater ihnen nicht alles geben, was ihnen fehlt. Weet je, Jesus redet von Gott aus Gott und von, wo der im Neuen Testament betekent wird, aus dem Herada, aus dem Heiland, aus dem Kreatur und so weiter, was alles gemacht hat. Aber weet je, wofür er Gott abgenannt hat aus dem Vater? Sei bereit für das? 38 Mal. Das ganz meiste, was Jesus Gott nannte, das wir Vater. Das sagt mir, und hier ist sein Vater und kommt und der dann betegnet und sagt, das ist mein Sohn. Horch nach an. Jesus und der Vater werden, sei dich taub. Hat eine gute Gemeinschaft. Und ich sage Jesus, und in Johannes Kapitel 17, als er beten wird für mich und die, sagt er, Vater, jaft meine Nachfolger, dort die machen eins sein mit mir, kriegt es in die eins sein. So wir können eine dichte Gemeinschaft haben mit unserem Vater. Reimer sagt, wir können am Namen aber Vater. Das kriegt es von einem Kind, eine Daddy herankommt und sagt, Daddy, Daddy. Und das ist, was Paulus sagt, wie Gott nahen. Wir können haben sein Dad oder Daddy, Vater, und dann ist er so dicht bei, läuft uns, ja, uns, was uns fehlt, hält uns in seine Arme, und vielleicht fehlt dir zu hören von dir, dass Gott erst nicht weit auf, und Gott erst die nicht da. Gott lügt nicht, dass die so bloß mal waren, die verstorben, oder die waren kondal sind. Nee, er hat eine große Leid für die. Er will eine Gemeinschaft haben mit die. Er will die in seine Arme halten und die einfach einen Halt geben. Und vierten der dort vielleicht durch andere Menschen. Vierten der dort durch sein Wort. Und das Wort, was hier überdeelt kommt. Oder vielleicht hat er ein Wunder in dein Leben. Er sagt, sein Wort sagt sogar, wir können in die Natur ankicken. Dann können wir unser himmlischer Vater sein. Und die Sternchen, und die Mond, und die Sonne und so weiter. So, wir gehen wieder in Matteaus 17 und Jesus offenbart sich nicht immer Dollar und Dollar aus dem bittergewöhnlichen Gottmensch, was hier irgendwie für mich und die. Ich möchte Gott ihn sehen und von der, dass wir wieder in sein Wort ankicken.